So, servus und habidere, hier ist wieder der Viva la Movolution Podcast mit mir, dem Mike, dem Kani. Hallo. Dem Corby. Hola. Und ich begrüße euch zu unserer allerersten Roundup-Episode und wir müssen nennen unsere Warlegs des Monats. Da dürfen wir auf alle Fälle der Daniel oder besser gesagt der Kani als unser Kopf der Gruppe anfangen. Was hast du denn gesehen des Monat? Was findest du geil oder was findest du scheiße? Also erstens mal finde ich scheiße, dass ich gefühlt in jeder Episode einmal Kani und einmal Daniel genannt wird. Wir sollten uns mal vereinheitlichen, dass wir Kani sagen, weil sonst gehen sich die Leute nicht mehr aus, okay? Jetzt habe ich jetzt meinen Mike ermahnen müssen, weil er es einfach nicht lernt. Es tut mir leid, Leute, dass ich das jetzt anhören müssen. Dann fange ich an mit meinem ersten Warleg des Monats und für mich ist das absolute Warleg des Monats gewesen im Juni das neue Lidl von Eskimo Callboy, Hyper. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber Eskimo Callboy hat ja einen Sängerwechsel gemacht. Dieser Sushi ist ja gegangen und dafür haben sie den Nico Salach, bekannt von To the Reds and Wolves, dazu gekommen. Naja, bei so Sängerwechsel ist man immer ein bisschen skeptisch, aber in dem Fall muss ich sagen, ist mit Hyper eins der geilsten Party-Lidl der letzten 10 Jahre rausgekommen. Und sie finden für mich auch wieder, zumindest mit diesem Song, die Richtung zurück in die geile alte Zeit, à la Is Anyone Up und Bury Me in Vegas. Oder eben We Are the Mess, und ich hoffe, dass die Richtung beibehalten wird, wenn eine EP dann am 11. September ausgekaut wird. Ich bin auf alle Fälle heiß wie Frittenfett. Dann ist mein nächstes Warleg des Monats ist sogar wieder Musik diesmal. Ihr seht schon, unsere Warlegs kann alles kommen, also wundert euch nicht. Und zwar das neue Album von Eisregen, Leblos, ist rausgekommen. Sie haben ein 25-jähriges Jubiläum. Wollten eigentlich ein fettes Heimatfest machen in Erfurt. Leider hat es Corona-bedingt nicht so hingehauen. Darum haben sie sich eben dann zum 25-jährigen Jubiläum mit ihrem 14. Album Leblos selber beschenkt. Und ja, die Band rund um den Michael Blutkehle Roth sagt wieder mal, dass sie sich fast von Album zu Album treu bleiben und nur geringe Abweichungen zu ihrer normalen Tour haben. Und wer Eisregen-Fan ist, dem taugt's, und wer Eisregen von Haus aus nicht mag, der wird's ja diesmal wieder nicht mögen. Ich find's geil und ich feiere jetzt auch weiterhin. Und da es aber auch Warlegs gibt, wo man sagt, nicht Warleg ist das geil, sondern Warleg ist das ein Riesenhaufen Scheiße, kommt bei mir die 4. Staffel Tote Mädchen lügen nicht jetzt nur dazu. Ich wollte gerne eine eigene Folge drüber aufnehmen, aber meine Kollegen weigern sich, dass sie sich den Dreck anschauen. Ich kann es mittlerweile auch verstehen. Die erste Folge war cool. Das war alles sehr toll. Das war cool geschrieben, coole Charaktere. Hat mir Spaß gemacht. Ich stelle immer noch in Frage, ob das alles Selbstmord gerechtfertigt hat. Da lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster, aber wie gesagt, ich stelle es in Frage. Dann war ich ja ganz gespannt auf Staffel 2 und da habe ich gesehen, krass, das ist eine Schlittenfahrt so steil, dass du eigentlich schon im Freifall bist, so wie es da abwärts geht. Staffel 3 hat es dann noch mehr verstärkt und die Staffel 4 war echt der absolute Abschuss. Das war die Spitze des Eisbergs, wie es so schön heißt. Ich glaube, ich habe echt noch nie so einen Scheißtrick gesehen, wo sich Figuren so beschissen dämlich entwickeln, wo die Geschichte so dämlich, also ich kann es fast nicht in Worte fassen. Gut, dass wir keine Folge machen, weil ich dadurch eine halbe Stunde da sitze und damit um Worte ringen, wie behindert das der Scheißdreck eigentlich ist. Abhauen, mag ich nicht. Aber das waren meine 3 Warlegs des Monats und darum darf jetzt der Corby verzeihen, was er taugt hat oder nicht taugt hat. Okay, damit wir keiner rechnen können, dass du nur mit lauter neuen Sachen daherkommst. Jetzt muss ich da dagegen wirken und wahrscheinlich nur mit lauter alte Sachen kommen. Also zumindest, es ist nichts davor im letzten Monat rausgekommen. Aber für mich sind es einfach Warlegs, weil es mich durch diesen Monat gebracht haben. Dank Corona bleibt man da größtenteils natürlich mittlerweile daheim. Schaut sich nur noch Serien, YouTube oder Pornos. Irgendwelche Filme an. Pornos natürlich. Aber spielt auch Spiele und eins meiner Warlegs ist leider auch eher was Negatives. Ich habe nämlich, um erst was Positives zu erwähnen, Anfang dieses Jahres wie verrückt Horizon Zero Dawn zum ersten Mal richtig durchgespielt und war total begeistert, sowohl von der Story als auch von der Grafik oder vom Spielprinzip.
Und das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber dann dachte ich, so, jetzt ein ähnliches Spiel, nur mit Zombies und am besten auch mit einer Open World. Und dann habe ich mir Days Gone geholt. Um was geht es in Days Gone? In Days Gone geht es um einen Motorradfahrer, der in einer Freaker-verseuchten Welt lebt. Freaker sind Zombie-Abklatsche, die durch ein Freaker-verseuchtes Amerika wuseln und dabei Menschen fressen. Also im Endeffekt sind es eigentlich Zombies, die heißen aber nicht so. Um diesen Motorradfahrer gibt es einfach eine total abgefahrene, beschissene Handlung, die mir jedes Mal, wenn da irgendeine Cutscene käme, ist, furchtbar aufgeregt hat, weil da kommst endlich mal zu einer Cutscene, weil es dann Horden von Freakern niedergemetzelt hast. Und dann ist es einfach totaler Dreck, weil dann irgendwelche Szenen einfach weggeschnitten werden, aber die sind anscheinend da wirklich nicht jetzt irgendwie rausgeschnitten haben, weil es so brutal waren, sondern einfach nur, weil sie es einfach nicht gemacht haben. Also mir kommt so vor, als hätten es da ein Spiel konzipiert, wo sie gesagt haben, hey, wir haben mal voll die geile Idee, wir machen mal da eine Open World mit Freakern, die ziemlich geile künstliche Intelligenz haben und wo man dann Horden reinsetzen. Also das ist ja wirklich was Geiles in einem Spiel, dass du gegen Horden kämpfen kannst. Aber bei der Handlung geben wir uns jetzt mal nicht so viel Mühe. Gerade am Anfang vom Spiel ist es total beschissen, wenn man das Motorrad, das man auch unbedingt braucht, wenn man sonst von A nach B kommt, außer man will stundenlang laufen, immer wieder auftanken muss. Und das macht natürlich wahnsinnig Spaß, gerade am Anfang vom Spiel, wenn du 2 Meter fährst und dann hörst, hey, du musst jetzt sofort Benzin suchen, weil du sonst dein Motorrad zurücklassen musst. Und das ist wirklich toll. Also Handlung, mega beschissen, Motorrad tanken, was ich in der echten Welt schon nicht mag, muss ich jetzt in dem Spiel auch. Wirklich tolle Idee. Und das Einzige, was wieder bei der Stange gehalten hat, war wirklich diese Freaker-verseuchte Welt, weil die geil ausschaut und die Freaker relativ cool sind, aber der Rest, also da hätten sie eigentlich die Handlung auch einfach weglassen können. Weiß nicht, hat's einer von euch gespielt? Nein, ich hab's nicht gespielt. Ich möchte jetzt aber eigentlich gern spielen. Da ich weiß, dass du ein Ahnungsloser bist, werde ich es trotzdem spielen, weil den Zeug, was du erzählst, glaube ich nicht. Naja, ahnungslos, also ich habe jetzt zwar so viel drüber geschimpft, aber ich habe es wirklich bis zum Schluss durchgespielt mit Platin-Trophäe. Also Ja, ich habe mir wirklich so viel Mühe gegeben und ich glaube, das war nicht so schlecht gewesen sein. Nein, das war so eine Art Hassliebe. Ich war so. Nein, du bist einfach ein guter Christ. Du bist ein guter Christ und du leidest einfach gern. So schaut's aus. Wahrscheinlich. Aber ich habe mir gedacht, dieses Spiel will ich nie wieder danach spielen. Also spiele ich das jetzt so lang, bis ich es komplett durch habe und dann aus jedem sagen kann, also ich habe das komplett gespielt, es ist mega beschissen. Ich habe alle Facetten des Spiels habe ich abgetastet und erkundet. Also es ist wirklich schlecht. Aber ich glaube 2 Kumpels haben's gespielt. Die haben beide gesagt, dass sie haben gesagt, das ist kein Meisterwerk oder dergleichen, wie man es oft von diese Sony Productions gewohnt ist, aber es ist trotzdem Spielwert gewesen. Naja, also ich habe davor Horizon Zero Dawn gespielt, wirklich mega geiles Spiel, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Davor schon Shadow of Colossus, auch einfach ein geiles Spiel, war schon wegen der Kolosse und das hat wahrscheinlich so abgefärbt, dass ich meine Erwartungen an Days Gone so hoch waren, dass ich dann, enttäuscht worden bin. Aber danach habe ich Resident Evil 2 gespielt und das ist schon wieder Weltklasse. Ja, ich heb da doch ein paar Warlegs für die nächste Episode auf. Ja, ich wollte das nur mal anteasern. Das nächste Mal werde ich nur noch über Resident Evil Da reden. kann man eigentlich eine Episode aufnehmen, weil das habe ich auch gespielt und es ist bombengeil gewesen. Ja, dann haben wir ja schon wieder eine Episodenidee. Yay. Und damit ich ja was für unsere YouTube-Freunde erzähle, ich habe einen YouTube-Account gefunden, der leider mittlerweile keine Videos mehr produziert, aber einfach nur richtig geile Sketche drauf hat. Und zwar Gute Arbeit Originals mit Florentin Will und Katjana Gerz. Also jeder, der die zwei, so wie ich, vorher nur von Rocket Beats kannte oder vielleicht nur von Böhmermann, dem kann ich das auch wärmstens empfehlen. Einfach nur geile Sketche, genau mein Humor, weil so ein richtig trockener
Arschlochhumor ist. Also ungefähr das, was wir hier in dem Podcast machen. Ich habe bis jetzt noch keinen Humor gesehen bei uns. Nur mit einer Frau. Wir haben einen Mike dabei, also ist es doch das Gleiche. Ist eh. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wenn du einen YouTube-Channel empfiehlst, hätte ich eigentlich mit Womble TV gerechnet. Ja, stimmt, die produzieren mittlerweile auch keine Videos mehr. Ach, leider, ja. Na, aber die sind nicht so lustig. Na, aber tatsächlich, Aber hübsch. tatsächlich ist gute Arbeit Originals genau das, was ich mir irgendwann mal für Womble TV gewünscht hätte. Nur haben die durch Funk und auch, weil Funk hängt ja mit ZDF zusammen, entsprechendes Budget gehabt, dass sie da relativ viel machen können. Und Daniel, da gibt's ja ganz viele Star Wars Sketche. Wäre vielleicht was für die. Aber was ich jedem empfehlen kann, ist Chefsache, was so ein bisschen an Stromberg angelehnt ist und wo es aber um die Entstehung der Welt geht. Jede Folge einfach mega geil, weil der Gott also ein richtiges Arschloch ist. Und sie haben zum Beispiel House of Cards parodiert mit Rathaus of Cards, wo sie halt dann das Ganze nach Deutschland auf ein Dorf versetzt haben. Und wirklich fast jedes Format, das die produziert haben, finde ich wahnsinnig witzig, außer es ist schon wieder so extrem trockener Humor, dass da selbst ihnen mal lachen kann. Mit diesen Worten kommt jetzt die Überleitung zu dir, Mike. Passt. Ich habe mir 3 Filme angeschaut, die wo jetzt besprechenswert sind oder empfehlenswert sind. Das eine ist Vivarium, das wo so viel heißt wie Behälter für lebende Tiere. Das Ganze ist ein wenig also ein Mystery-Thriller mit einem Hauch Science-Fiction, mit dem Jesse Eisenberg, bekannt aus Zombieland, und der Imogen Poots aus dem grandiosen Green Room. Das ist ein sehr atmosphärischer Film, der aber sehr entschleunigt daherkommt. Also das ist selten, dass eine Action dabei ist oder was, aber es ist wirklich so, dass der Film ist getaktet in so 10 Minuten Passagen, wo immer irgendwas passiert, das den Film in ein komplett neues Licht rückt. Der Film hat das Publikum in 2 Lager gespalten. Also die einen finden es super, die anderen finden es total beschissen. Ich muss sagen, es ist wie eine lange Folge Twilight Zone. Also ich war total begeistert. Er hat eine richtig coole Meta-Ebene drin. Und ich hab meinen Spaß gehabt. Meine Freundin hat übrigens auch während der Hälfte vom Film gesagt, ja, was hast du denn da wieder für einen Scheißdreck rein da? Aber ich muss sagen, ja, was hast du denn? Mir hat er voll taugt. Ich bin jetzt gerade überrascht, dass das mal mit einer Folge Twilight Zone verglichen worden ist und nicht mit Black Mirror wie die letzten 48 Folgen. Da wollte ich gerade damit anfangen. Es ist schon dann ähnlich wie Black Mirror im Endeffekt. Nein, nicht wirklich. Also es geht schon eher in die Mystery-Richtung. Also Black Mirror geht eher in die Science-Fiction-Richtung und da ist eher ein wenig so ein Mystery-Part mit dabei. Also ich würde das eher in Richtung Twilight Zone stecken, vor allem auch dann am Ende und so. Also eher Twilight Zone als Black Mirror. Du hast ja, glaube ich, gesagt, das ist so ein bisschen episodenmäßig, oder? Nein, das nicht. Es ist halt irgendwie, durch das, dass er so entschleunigt ist, fällt er dann jetzt mal explizit auf, wenn irgendwas passiert, das wo die Story ein wenig ändert, die Charaktere ändert oder dass sie überhaupt in dem Film irgendwas tut. Aber ja, auf das muss ich jetzt sagen, es ist wirklich so im 10-Minuten-Takt, dass irgendwas dabei ist, was du sagst, das holt dich dann auch bei der Stange. Wenn du dann auch vielleicht wirklich manchmal meinst, ja, auf was wollen sie denn jetzt da bitte hinaus? Aber dann nach 10 Minuten kommt dann wieder das nächste Ereignis, was sie dann wieder bei der Stange hält. Klingt auf jeden Fall ziemlich interessant, ja. Ja, also, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Warum machen wir da keine Folge drüber? Können wir gern machen. Gibt's denn irgendwo umsonst zum Anschauen? Nein, ich hab mir die gute alte Blu-ray gekauft. Ja, dann wird's ja keine Folge geben. Du geizige Drecksau, du. Das ist Wahnsinn. Geiz ist geil, hat der Saturn gesagt. Oder was der Saturn Ja. Nein, war ich dabei. Okay. Der stickt mir nämlich auch schon, da habe ich auch schon einiges gelesen. Ah ja, aber da sieht man da schon von den Bewertungen, hat bloß 3 Sterne. Also, so wie es du ja gesagt hast, die einen, die lieben den Film und die anderen, die hassen den. Unangenehme Atmosphäre steht jetzt da bei der ersten. Ja, kann ich unterstreichen. Na, also wie gesagt, mich hat er voll gepackt. Also wie gesagt, er ist wirklich sehr entschleunigt. Also es geht jetzt nicht in die Richtung wie Mandy, wo ja doch auch optisch einiges geboten war, obwohl der Film recht hypnotisch langsam abgelaufen ist. Da ist es halt eher nicht so. Und man ist wirklich dann manchmal so am Kopf kratzen und sagt, ja, was wollt's denn jetzt eigentlich von mir? Und wie gesagt, dann kommt wieder was die dann wieder bei der Stange hält und immer wieder, bis du dann am Schluss da sitzt und sagst, ja, wow, entweder war er super oder er war scheiße. Und ich war begeistert. Dann habe ich mir noch angeschaut, Becky mit dem Kevin James, den jeder kennt als King of Queens, als Doug
Heffernan, mit unter anderem spielt er noch die Lulu Wilson mit, die wo man aus etliche Genreproduktionen kennt, wie Haunting in Hill House, der Serie, Annabelle 2 oder dem weitaus besseren Sequel Ouija 2. Ich fand den Film leider nur okay. Also der Trailer war ziemlich cool. Hab mich am Anfang auch schon an den Film Aggression Scale erinnert, der ähnliche Story aufweist. Da ist quasi eine Familie, die einen Urlaubstrip plant in eine entlegene Waldhütte. Wie könnte es auch anders sein? Und es bricht eine Gruppe von Neonazis, deren Anführer eben auch der Kevin James ist, aus und versucht, etwas zurückzuholen, das vor ihrem Knastaufenthalt in der Hütte hinterlassen haben. Die zwei Parteien treffen aufeinander und dann stellt sich halt mit der Zeit raus, dass die Becky einen ziemlichen Dachschaden hat und zeigt den Nazis eigentlich ziemlich, wo die Becky den Most halt, sage ich jetzt einmal. Und wo es wirklich positiv zum Erwähnen ist, ist der Kevin James. Also der macht seine Rolle da als extrem fieser und brutaler Nazi echt toll. Also ich bin begeistert gewesen. Das ist ähnlich wie mit dem Vince Vaughn in was war's, Brawl in Cell Block 99, der wo dann auch wirklich einmal gesagt hat in einem Film, der wo komplett gegen seine bisherige Genreauswahl oder Filmauswahl gestanden ist, wo wirklich die Leute im Comedy-Fach hübsch verhorzt worden sind, weil es eigentlich in so Grindhouse oder Exploitation, Horror, Thriller ziemlich gut aufgekommen sind. Da passt eben auch der Kevin James ziemlich cool mit Glatzen und Vollbart. Und der Film hat teils richtig harte Gore-Einlagen, also für die Splatter-Fans ist der auf jeden Fall was geboten. Nur das Ganze ist hübsch spannungsarm, leider. Also vom ganzen Ding her passt, die Darsteller sind gut, aber es kommt selten Spannung auf wirklich, weil es irgendwie, reißt einem nicht wirklich mit. Hat einer den vor euch schon gesehen? Na, aber er klingt wahnsinnig interessant, vor allem, weil ich den Kevin James ziemlich mag und ich ihn mir als Nazi null vorstellen kann. Wenn du sagst, der Film ist relativ spannungsarm, das heißt, wenn er wahrscheinlich nicht ganz so lang wäre, sondern ungefähr so eine Länge hätte wie eine Black Mirror Folge, dann kann er auf jeden Fall Den hat es jetzt noch braucht, du Kurve. Er kannst das nicht lassen. Nein. Na, also wie gesagt, also um die Kürze weiß gar nicht. Der meine, hat er auch bloß um die 90 Minuten. Also es war schon eine gesunde Lauflänge. Aber auch trotz allem weist nicht so viel Kniffe auf oder die Story schluckt keine Haken oder irgendwas. Es geht hübsch straight dahin. Und man ertappt sich dann hin und wieder mal beim Blick aufs Handy nebenbei, weil es wirklich nicht fesselnd ist, das Ganze. Aber es ist schön zum Schauen. Aber wie gesagt, für einen gemütlichen Abend ist er okay, aber man kann jetzt kein Meisterwerk erwarten, meiner Meinung nach. Also ich bin jetzt gerade auf der englischen Wikipedia-Seite und die Box-Office-Zahl, die ist ja gigantisch hoch. Okay. Außer das heißt $903. Aber normal schon. Da fehlt der Zahl. Also wir sind nicht einmal bei 1 Million. Das sind 903.000. Okay, also er ist nicht gut gelaufen in Amerika. Er ist abhängig vom Budget, oder was er gar nicht? Das steht gar nicht da. Ja, das Problem ist ja da, der kommt am 5. Juni aus, da ist ja eine sehr ungünstige Zeit, vor allem für einen R-Rating-Film. Da brauchst du nicht wundern, dass da nicht viel Kohle rumkam. Aber wie gesagt, mit so einem Zugpferd wie jetzt den Kevin James hätte ich jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass er besser laufen würde. Weil jeder oder die Neugier von den Leuten schon geschürt ist, wenn man eigentlich eben nur immer als den knuffigen Doug Heffernan kennt und dann sieht man den Trailer schon mit Glatze und Hakenkreuz auf der Platte tätowiert mit Vollbart und so, da wo dann die Leute schon neugierig werden, dass man sagt, okay, kann der das überhaupt? Naja, aber gut, wie viele Kevin James-Fans holst du dann da entsprechend ab? Also ich glaube, wenn man ein Fan von ihm ist, dann ist man ja gerade ein Fan von seinen lustigen Rollen und ist dann bestimmt total begeistert. Oh cool, jetzt spielt er ja mal ein Nazi. Neben den ganz lustigen Rollen meine zweitliebste Charakterfigur. Nein, das jetzt nicht, aber ich hätte gesagt, also ich hab den Trailer gesehen und hab mir gedacht, Wolleck, das möchte ich sehen, ob der das kann. Eben auch wie bei Brawl in Cell Block 99, Vince Vaughn, das möchte ich sehen, ob der das kann. Und was hat er gemacht? Eine riesige Sauerei und war super dabei. Ja, ich hab jetzt ja gerade nebenbei noch mal gelesen, es waren ja zu der Zeit, als der angelaufen ist, waren von
5.400 Kinos, die in Amerika existieren, waren gerade einmal 550 offen. Wie gesagt, die Zahl, glaube ich, kann's jetzt da nicht symbolisch hernehmen, wie gut dass der Film gelaufen ist oder nicht, weil es halt einfach zu dieser Corona-Hammel-Zeit momentan nicht den wirklichen Erfolg widerspiegelt, den der Film vielleicht haben hätte können. Ja. Kurzes Beispiel ist halt zum Beispiel The Wretched. Ich weiß nicht, habt ihr von dem gelesen? Der wo wochenlang in Amerika auf Platz 1 war und der hat aber eigentlich eine lächerlich geringe Besucherzahl gehabt, aber zu der Zeit ist eben nichts anderes gelaufen und das war halt so ein Renner da bei die Autokinos in Amerika. Ja, der ist da gerade dabei. Die Darstellerin, also die Hauptdarstellerin ist 14 Jahre alt. Ja, die macht das ziemlich cool, die ist Maus dort fertig. Also wie gesagt, die Filme, wo ich aufgezeigt habe, eben Hunting in Hill House, da fand ich super. In Annabelle 2, gut, über den Film lässt sich streiten, ich mag das Ganze, da war es auch ziemlich cool. Und Ouija 2, durch das, dass der erste Teil so grottig war, hat sie den zweiten auf jeden Fall brutal aufgewertet. Also ich mag die Tante, die ist gut. Also hätte ich jetzt rein vom Poster her nicht vermutet, dass die so jung ist. Ja, weil sie die jungen Dirndl schon wie so alt aussehen. Ja, da schaut er doch der Margot Robbie an, die hat jetzt einen 30er gehabt, wo ich auch sage, ja, was ist denn? Ist denn sie erst 30 und hat schon alles erlebt in ihrem Leben oder alles erreicht, sagen wir so. Warum? Wünscht ihr jetzt einen Tod oder was? Nein, aber ich hätte die älter eingeschätzt, die Margot Robbie. Also das habe ich gesehen, war 30. Und die habe ich ja schon in Filmen gesehen, wo ich gesagt hätte, ja, die hätte jetzt älter eingeschätzt zum Beispiel. Mike, so richtig präsent ist die Frau aber erst seit ein paar Jahren. Ja, nichtsdestotrotz, ich war überrascht, dass er erst 30 ist. Das wollte ich jetzt eigentlich nur damit sagen. Gut, wolltest du irgendwas zu Becky wissen oder darf ich jetzt zu meinem Grande Finale kommen? Nein, mir war es schon zu viel. Nein, wir hören jetzt auf. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Passt. Also, ich habe noch gesehen einen Peanut Butter Falcon mit einem Shia LaBeouf, Zach Gottsagen und Dakota Johnson. Ich habe riesig Spaß gehabt bei dem Film. Das ist zwar jetzt keine klamaukige Komödie und auch nicht mords mit Karlauer bestückt und mords auf Schauwerte aus, aber dafür habe ich den kompletten Film ein permanentes Grinsen im Gesicht gehabt. Das ist so ein warmherziger, gute Laune-Film, dass ich gesagt habe, wow, lang nix so was Schönes mehr gesehen. Der Film war einfach schön. Also so wie Superbad. Nein, bei Superbad hat er für mich 1000 klamaukige Szenen und mehr Mords Karlauer. Und das ist in dem Film eben nicht so. Er hat schon ein paar coole Sachen, wo du wirklich laut loslachen musst, aber es ist selten der Fall. Aber es ist einfach, die Chemie zwischen den drei genannten Hauptdarstellern ist einfach super und du schaust denen einfach gern zu. Und jeder macht seinen Job klasse und die Handlung ist cool. Ja, sie schlagen sich einfach, es ist einfach ein cooler Roadtrip, bei dem so richtig coole Sachen passieren und ja, ich habe riesig Spaß gehabt. Ja, den habe ich mir jetzt bei den letzten Prime-Deals habe ich mir den auch geholt. Bin schon gespannt auf den, weil der hörst wirklich nur gut von dem Ding. Das war jetzt wieder ein Film, den wo ich meiner besseren Hälfte mit rein da habe und die hat dann gesagt, ja mei, das war aber schon ein schöner. Nicht den Scheißtrick, was du sonst dabei aussiehst. Also hast du einmal nicht die Füße massieren müssen, damit du den anschauen darfst. Diesmal nicht, stimmt. Wie bei den letzten 15 Fulci-Filme. Als ob sie deine Freundin einen Fulci-Film anschauen hat. Du, voll. Also, schaut sie nicht bei dir in der Früh an. Zombie am Glockenseil und Geisterstadt der Zombies haben wir angeschaut, aber ich muss halt auch die komplette Laufzeit Füße massieren. Also das geht dann schon. Ich massiere deine Mutter die Füße. Füße massieren ist eine hohe Kunst. Hat sie in Pulp Fiction schon geheißen. Richtig. Und der Tarantino muss wissen. Ja, genau. Genau, also, dann wisst ihr, was wir alles gesehen haben, was sie rentiert, was sie nicht rentiert. Dann sage ich danke fürs Zuhören und beim nächsten Mal haben wir euch wieder alles um die Ohren, ob sie etwas rentiert oder nicht, ob ihr einen Bogen drum macht oder ob ihr euch das unbedingt den Player reinschiebt oder auf eurer Streaming-Plattform auf die Watchlist dort. Ich sag merci, Kani. Was euch auf alle Fälle auf die Watchlist aufgedatzt, ist unser Podcast. So schaut's aus. Also wieder fett abliken, teilen, was haben wir sonst immer gesagt, den Arm einritzen, andere Leute den Bugel einritzen, keine Ahnung. Auf alle Fälle schauen, dass der umeinander geht und jeder sich unseren Mist anhört. Genau, so schaut's aus. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dir auch noch viel merci, Corby, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank. Ich bin schon auf die nächsten Formate gespannt und hoffe dann, wir haben einen noch bunteren Mix wie heute. Ich glaube, das ganze Format wird auf jeden Fall leben. Die Kollegen haben schon gesagt, hört's weiterhin den besten Podcast der Welt. Viva la Movie-Illusion. Das Schweiners für die Ohren. Also, Leute, danke fürs Zuhören. Geil war's wieder mal. Tschüss.